Aber die neue Serie heißt Bundesliga. Nicht, weil wir Bundesliga-Fans sind, beziehungsweise ich nicht, sondern weil wir wirklich an den Bund von Gott glauben. Und dass der Bund heute noch zählt und dass er heute noch treu ist. Und ich bin mega gespannt, die erste Predigt von Dan heute zu hören. Darum gebt einen großen Applaus für unseren Gemeindeleiter, Dan Zeltner. Amen. Amen. Seid ihr bereit für den Siegeszug der Treue Gottes in eurem Leben? Ich möchte gleich in den Predigtext einsteigen, in das Buch Hosea. Ein kleiner Prophet, aber ein ganz interessanter. Ich starte mit Vers 2 und 3. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm: Such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Da gehorchte Hosea und heiratete Gomer. Tapfer Einstieg in die Predigt. Stellt euch vor, Gott spricht zu euch zum ersten Mal. Da würdest du doch etwas anderes erwarten. Also vielleicht so wie bei Gideon. Gideon, als Gott zum ersten Mal zu Gideon sprach, sagt er: Der Herr ist bei dir, du tapferer Held. Oder wie beim Propheten Jeremia, wo er sagte: Hey, bevor ich dich im Mutterleib zusammengeformt habe, habe ich dich schon erkannt. Und bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon geheiligt. Ich habe etwas Großes vor mit dir. Du wirst ein Sprachrohr werden, ein Prophet für mein Volk. Irgendwie sowas. Aber und jetzt bei Hosea, das erste Mal, als Hosea wirklich Gott persönlich hörte. Also, hallo Hosea, ich bin's, der Herr. Du hast von mir schon von der Tora gehört, aber jetzt habe ich mal etwas Persönliches für dich. Heirate eine Hure. Gründe mit ihr eine Familie. Und lebe mit dem Schmerz, den es mit sich hat, wenn jemand untreu ist in einem Leben. Und wir lesen dann, dass sie 3 Kinder hatten. Gomer und Hosea. Es hat viel Raum für Deutung. Es steht geschrieben, dass sie ihm einen Sohn gebar. Also wahrscheinlich war das erste Kind wirklich von Hosea. Bei den anderen Kindern ist es nicht mehr erwähnt. Das heißt einfach, sie hatte noch Kinder. Also es könnten gut Kinder gewesen sein von Freien. Aber das ist eigentlich weniger wichtig, wer jetzt der biologische Vater ist von den Kindern. Denn diese Geschichte, so absurd wie sie tönt, ist wirklich ein Zeichen der Treue Gottes und wie er um sein Volk wirbt, obschon es ihn immer wieder verlassen hat. Und Hosea, wie im Gegensatz zu anderen Propheten, ist einfach nicht hier, um nur Worte zu prophezeien, sondern sein ganzes Leben soll etwas vom Herz Gottes ausdrücken. Es ist ein sehr bewegendes Kapitel oder sehr bewegende Geschichte rund um Hosea. Wir gehen ins Kapitel 2, wo wir sehen, wie Gott jetzt um sein Volk wirbt. Vers 16. Doch dann werde ich versuchen, sie, das Volk Israel, wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie Ägypten verließ. Dann will ich ihr die Weinberge zurückgeben, das Achortal, Unglückstal, soll für sie ein Ort der Hoffnung sein. Ja, ich, der Herr, verspreche, an diesem Tag wird sie nicht mehr zu mir sagen, mein Baal, sondern sie wird mich wieder ihren Mann nennen. Ich sorge dafür, dass sie den Namen Baal nicht mehr in den Mund nimmt. Nie wieder wird sie die Namen anderer Götter erwähnen. Ich will einen Bund schließen mit den wilden Tieren,
den Vögeln und den Kriechtieren, damit sie ihr keinen Schaden zufügen. Ich werde die Kriege beenden und alle Bogen und Schwerter zerbrechen. Das alles werde ich tun, damit sie in Frieden und Sicherheit leben kann. Die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Zum Start dieser Predigtserie möchte ich den Ehebund nehmen als Zeichen von Gottes Treue. Gott hat viele Bünde gemacht und das werden wir in den nächsten 2 Monaten mehr erfahren darüber. Aber hier, ich glaube, ist der Ehebund so etwas Zentrales, weil es auch gerade einen Bogen spannt, für was eigentlich die Heilsgeschichte von Gott bewirkt. Denn am Schluss wird Jesus wiederkommen für eine makellose Braut. Wir werden ein Hochzeitsfest feiern. Und deshalb ist dieser Bund sehr zentral. Und Bünde ist jetzt nicht etwas, was wir in der heutigen Zeit noch groß schließen. Wir reden vor allem von Verträgen. Aber Bünde sind wirklich biblisch und es ist für uns manchmal nicht so ganz greifbar. Wahrscheinlich der greifbarste Bund ist der Ehebund. Und es ist etwas, das wirklich für uns gilt. Also wenn wir hier gelesen haben, ist ein Bund, den Gott mit Israel eingegangen ist. Aber es gilt auch für uns, für den Leib Christi. Sogar Paulus greift diese Geschichte im Römer 9 auf, das gebe ich euch noch kurz. Das heißt, das gilt auch für uns, die er aus dem jüdischen Volk und aus den anderen Völkern erwählt hat. Was nun die anderen Völker betrifft, so sagt Gott zu den prophetischen Worten Hoseas, die nicht mein Volk waren, will ich jetzt mein Volk nennen. Und ich will lieben, die ich zuvor nicht geliebt habe. Das gilt für dich. Diese Zusage, dass Gott mit dir einen Ehebund eingehen will. Jetzt für einen Ehebund gibt es 2 Dinge. Es gibt ein Versprechen, das ist so, das kennt ihr ja von den Hochzeiten. Und da sagen wir, ja, ich für den Rest meines Lebens serviere ich dir Frühstück an deinem Geburtstag, ans Bett. Und da gibt es ja noch andere Sachen, die vielleicht noch wirklich zentraler sind. Ewig treu bleiben in schlechten, in guten Zeiten. Es gibt ein Versprechen, das ist sehr zentral. Aber es gibt nicht nur ein Versprechen, es gibt mit dem Ehebund auch ein Vorrecht. Eine Exklusivität, die damit kommt. Und diese Exklusivität heißt Intimität. Dass da eine ganz tiefe Verbindung ist, die nicht mit anderen geteilt wird. Und die gilt und die ewig ist und die nicht zerbrochen werden kann. Dieses Versprechen ist wirklich auf ewig. Es ist bedingungslos. Es ist kein Vertrag, denn ein Vertrag ist, wenn ich das nicht erfülle, dann muss ich auch nicht das leisten. So läuft das mit unserem Handyvertrag, mit allen Verträgen, die wir im Leben haben. Bei einem Bund ist es ein bisschen anders. Es ist eigentlich nicht eine gegenseitige Sache, wenn du mir das machst, dann mache ich das. Sondern ein Bund ist immer, es ist eigentlich unfair und es ist einseitig, weil eine Partei sagt, egal was läuft, ich gebe mich einfach hin. Ich fordere nichts zurück. Und die andere Partei sagt dasselbe. Spielt keine Rolle. In einem Bund gibt es eigentlich keinen Gewinner. Du verlierst nur, weil du gibst dich hinein, bedingungslos. Also ich finde, ein krasses Beispiel ist Michael Schumacher. Kennt ihr Michael Schumacher, der Formel-1-Rennfahrer? Der hatte vor 12 Jahren einen schweren Unfall, Skiunfall. Ist seither wahrscheinlich hirntot, man weiß nicht genau, was läuft. Er war früher der Starke, er war der Held und seine Frau Corinna, die war eine Nebenerscheinung. Und heute ist er zu nichts mehr fähig. Wahrscheinlich kann er nicht mehr reden, das nimmt man an. Er kann nichts mehr erwidern. Keine Liebe, da gibt es keine
keine Gespräche mehr zwischen ihnen. Kein Sex mehr, wahrscheinlich. Es ist sehr einseitig. Und du hast eine Frau jetzt, die sich um diesen Mann kümmert. Und das Geheimnis an dem Bund ist eigentlich wirklich, wir wissen nie, wann wir der schwächere Teil sein werden. Und es ist so eine schöne Absicherung, dass wir wissen, es gibt hier eine Verbindung. Ein Anrecht, ein Vorrecht, in einer Intimität zu sein, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, die nicht nur an Erfolg geknüpft ist, wenn es gut läuft, sondern wenn es schwierig ist. Ich möchte zurück in diesen Text gehen und einfach ein paar Dinge aufzeigen, was Gott eigentlich mit diesem Bund bezwecken will. Er möchte uns Intimität geben. Das ist das Ziel von diesem Bund. Weil Intimität ist ein Riesenvorrecht, aber es ist vor allem lebenswichtig für den Menschen. Mein erster Punkt. Intimität mit Gott stillt unser tiefstes Bedürfnis. Das heißt hier, dann werde ich versuchen, sie wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird sie auf meine Worte hören. Es ist dieses Bild, Israel, die Hure, die sich von ihrem Ehemann, von Gott entfernt hat, fremd geht, andere Götter anbetet. Und irgendwo hat sie für sich gesagt, ich will mehr, ich will etwas anderes. Und diese Freier, die haben ihr auch Dinge gegeben. Sie hat Reichtum bekommen. Sie hat Anerkennung bekommen. Sie wurde begehrt. Aber ganz tief weiß hier Gott, mit dem, wie ich sie wiedergewinnen kann. Das, was sie eigentlich wirklich braucht und das, was sie will, ist eine zärtliche Liebe, eine verständnisvolle Liebe, eine bedingungslose Liebe. Wisst ihr, der Schmerz von entzogener Intimität ist wahrscheinlich der größte Schmerz, den der Mensch erfahren kann. Weil dann verkümmern wir. Dann werden wir ganz komisch. Wenn Intimität fehlt, dann sind wir nicht in unserer Haut. Dann stehen wir neben den Schuhen. Es kommt das Schlechteste aus uns raus, weil wir irgendwie versuchen, dies zu kompensieren. Und Intimität ist eigentlich genau das, wie Gott uns wieder zurückbringen will. Aus der Wüste raus, wieder zurück in unser Element, wo wir wieder uns sind. Ich kenne einen Pastor, ist aus Kanada, der hat ein Buch geschrieben, The Miracle in a Daddy's Hug. Heißt John Burns. Und das ist die Geschichte von einer seiner Töchtern, die magersüchtig wurde. Und als Pastoren, sie sind fast verzweifelt. Jeder konnte sehen, was sie durchmachte. Sie haben Therapie nach Therapie gemacht, ihr gut zugeredet, vieles versucht, um dieses Mädchen wieder, die war einfach neben den Schuhen, wieder in das hineinzubringen, was wirklich eigentlich zählte. Und sie haben gemerkt, es war eigentlich ein Entzug von Intimität. Das war die Ursache. Und in diesem Buch schreibt er, dass der Turnaround im Leben seiner Tochter war, dass er sie umarmt hat und ihr Liebe zugesprochen hat. Mehr brauchte das Mädchen nicht. Ab dann ging es wieder aufwärts. Es war nicht Therapie, es war nicht, das musst du machen und das machst du falsch. Einfach Liebe zureden. Das ist unser tiefstes Bedürfnis. Und das ist schon das Entscheidende, was auch Gott sagt hier bei Hosea. Weißt du was, Hosea? Du sollst jetzt etwas vorleben. Du wirst eine Frau haben, die wird weitere Freier haben. Aber wie du sie zurückgewinnst, ist, dass du diese Momente schaffst, wo sie Liebe erfährt, Zärtlichkeit erfährt, Annahme erfährt.
wo sie sich nicht beweisen muss, wo sie nichts leisten muss, wo sie verletzlich sein darf. Und damit wirst du sie zurückgewinnen. Damit wird sie alle anderen verlassen, weil das ihr tiefste Sehnsucht erfüllt. Das Zweite, was wir in diesem Text lesen, ist, Intimität mit Gott ist unser Ausgangspunkt. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie Ägypten verließ. Dann will ich ihr die Weinberge zurückgeben, das Achartal, Unglückstal, soll für sie ein Tor der Hoffnung sein. Dass Intimität immer der Ausgangspunkt ist von Geschichten, die Gott schreibt. Als Israel jung war, feurig für Jesus, Gott, was da eine Beziehung war, eine tiefe Beziehung, da hat Gott Wege gebahnt, aus Ägypten heraus. Da hat er sie gehört, da hat er sie errettet. Und jetzt steht auch wieder hier im Unglückstal, es ist ein Ort, wo du wieder zerbrechlich werden willst. In jedem Unglück gibt es meistens Verletzungen. Es gibt Verletzte in Unglücks. Und eigentlich vieles, was in unserem Leben passiert und Gott auch zulässt, ist, dass wir wieder zerbrechlich werden, verletzlich werden. Weil das ist der Ort, wo Gott etwas tut. Es ist unser Launchpad, wo Dinge passieren, die Gott tut. Wisst ihr, die Gegenwart Gottes ist wirklich unser Element. Das Element des Fisches ist das Wasser. Das Element des Vogels ist die Luft. Und das Element des Menschen ist die Gegenwart Gottes. Intimität. Wir sind dafür geschaffen. Und erst dort, wenn wir in dem drin sind, dann läuft es irgendwie. Dann kommen wir in die Sache rein, in die wir eigentlich sind. Und sonst fühlen wir uns oft neben den Schuhen. Also ich habe genügend solche Tage, wo ich irgendwie, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich? Und das Ding ist, Intimität mit Gott ist immer unser Launchpad. Es ist unser Ausgangspunkt. Deshalb macht es Sinn, eine stille Zeit am Morgen zu haben. Man kann die Bibel jeden Tag, jede Tageszeit lesen. Es geht nicht um das, wenn du die Bibel liest. Es geht damit darum, hast du einen Moment mit Gott allein, wo du wie geeicht wirst, wo du etwas von ihm hörst, wo du einen Zuspruch hörst, wo dir etwas bewusst bist, dass du heute nicht einfach etwas leisten musst, sondern dass da eine Gnade ist. Nummer 3, Intimität mit Gott macht das Alte vergessen. Das heißt hier, ja, ich, der Herr, verspreche, an diesem Tag wird sie nicht mehr zu mir sagen, mein Baal, sondern sie wird mich wieder ihren Mann nennen. Ich sorge dafür, dass sie den Namen Baal nicht mehr in den Mund nimmt. Nie wieder wird sie die Namen anderer Götter erwähnen. Intimität ist etwas unglaublich Heilendes. Also alle, die verheiratet sind, kennen das. Man kann einen Streit haben, man kann Spannungen haben, man kann sich Vorwürfe machen, man kann sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Aber das Interessante an Intimität ist irgendwie, dieser Moment macht alles andere irgendwann wieder vergessen. Und ich glaube, dass Gott diese Momente schaffen will. Intimität ist ein Ort zum Vergessen. Es ist ein Ort der Heilung, wo etwas wieder freigesetzt wird. Ich liebe, dass die Bibel davon spricht, dass es wie ein Geheimnis ist. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, das ist Psalm 25. Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Jetzt andere Übersetzungen reden nicht von einem Geheimnis, sondern von einem Rat oder von einem Ratschluss. Eigentlich ist hier die Rede wie von einem Konzil, von einem Gremium, das sich zusammensetzt und es ist so hinter verschlossenen Türen. Und jetzt werden Dinge besprochen, jetzt wird eine Sachlage besprochen und es werden Lösungen gefunden. Und was Gott sagt, ich möchte dich in dieses Geheimnis einweihen, hinter verschlossenen Türen. Du bist nicht einfach ein Serienfall und wirst irgendwie so abgestempelt oder irgendwo so schubladisiert, sondern
jetzt schließen wir die Türen und jetzt reden wir zusammen und dann besprechen wir, was Sache ist. Es ist ein Geheimnis, was dort passiert. Und dort werden Dinge beschlossen. Dort werden Gesetze erlassen. Dort wird etwas Neues gesprochen. Dort werden die besten Lösungen gefunden. Das ist die Intimität, die der Herr für dein Leben haben will. Gott bietet uns Menschen den Bund der Ehe an, weil er weiß, dass unsere Beziehung mit ihm immer wieder gestört wird. Und es soll ein Moment sein, den du immer wieder findest, wo du das vergessen kannst und wieder ein Neustart möglich ist. Denn sein Bund ist ewig. Das ist einfach gegeben. An dem kannst du nicht rütteln. Nummer 4. Intimität mit Gott ist unser sicherster Hafen. Ich finde Vers 20 wirklich interessant. Ich will einen Bund schließen mit den wilden Tieren, den Vögeln und den Kriechtieren, damit sie ihr keinen Schaden zufügen. Ich werde die Kriege beenden und alle Bogen und Schwerter zerbrechen. Das alles werde ich tun, damit sie in Frieden und Sicherheit leben kann. Diese Intimität, die Gott schaffen will, soll ein sicherer Ort sein. Nicht ein Ort, wo du bloßgestellt wirst. Nicht ein Ort, wo du verletzt wirst. Du sollst dich verletzlich machen, aber du wirst nicht verletzt. Du wirst nicht bloßgestellt. Du hast nichts zu verlieren. Und Gott geht sogar so weit, einen Bund machen mit Christin. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Aber das Ziel von einem Bund ist Intimität. Und Intimität ist ein Ort der Ruhe, des Friedens, der Sicherheit. Und alles in unserem Leben ist nicht sicher. Und dieser treue Bund, dieser Bund der Treue, den Gott anbietet, der uns gegeben hat, ist ein sicherer Hafen. Und da hinein sollen wir uns immer wieder begeben. Wisst ihr, das war auch das Ziel der Eidgenossen, als sie da den Bund schwörten, im Bundesbrief, Uri, Schwyz, Unterwalden. Es ging darum, dass man Sicherheit schafft, Frieden schafft, in einer Zeit, die unsicher war. Und es war so, dass der Stärkere bereit erklärt hat, ohne Bedingungen, einfach dem Schwächeren zu helfen. Ohne dass dann wieder zurückbezahlt werden muss. Einfach Investment. Einfach weil Frieden so etwas Wichtiges ist und etwas, das Gott uns geben will. Und wenn diese Sicherheit fehlt, dann werden wir zu Control Freaks und haben unglaublichen Stress. Es geht darum, in diesem Ehebund, diesen Gott kennenzulernen, seine Treue. Und ich finde es schon krass, dass das Wort Ehebund verwendet wird. Wir sollen Gott erkennen. Im Hebräischen heißt das Wort erkennen Yada. Und im Griechischen heißt es Gynesko. Das ist dasselbe Wort, das für Geschlechtsverkehr benutzt wird. Also Adam erkannte Eva oder Abraham erkannte Sarah. Es ist ein intimes Kennen von Gott, was uns antreiben soll, was der Schlüssel wird, was das große Ziel ist. Wieso Gott sagt, ich biete einen Bund an. Ich habe vor 2 Wochen einen guten Text gelesen von Philipper 3, von Paulus. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Kerker von Paulus. Da war ich wann war das? Februar waren wir dort. Das ist in Rom ziemlich sicher der Kerker von Petrus und Paulus. Und der Philipperbrief schreibt Paulus aus dem Gefängnis heraus. Und im Kapitel 3 geht es so richtig ab. Hier haben wir einen Mann, der eigentlich weiß, wahrscheinlich komme ich da nicht mehr raus. Wahrscheinlich habe ich all das, was ich mir vorgenommen habe, kann ich jetzt nicht umsetzen. Und trotzdem sagt er von sich, ich bin noch nicht am Ziel.
Und hier ist er im Kerker, es ist ganz unten. Und es war üblich so, die schlimmsten oder die gefährlichsten, die hat man ganz unten platziert. Es war auch der schrecklichste Ort, weil all der Urin, all der Kot ist da einfach runtergeflossen. Und Paulus sagt dann sogar, seit ich Christus kenne, ist alles andere wertlos geworden. Er braucht sogar das Wort Kot. Es ist alles Mist, Kot oder Scheiß. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche und mehr zu ergreifen möchte. Ich will einfach Christus erkennen, noch mehr. Und er sagt, ich will ihn noch besser kennenlernen. Ich will die Kraft der Auferstehung kennenlernen. Ich will auch kennenlernen, was es bedeutet, mit ihm zu leiden. Weil hier ist ein Bund und da ist ein Geheimnis drin. Weil wir leiden. Aber Christus gelitten hat für uns, da ist auch eine Freude drin, eine Zuversicht, eine Verheißung. Und er sagt dann auch, mir ist klar, dass ich noch nicht alles ergriffen habe. Aber trotzdem, ich will das Alte hinter mir lassen und mich ausrichten auf das, was kommt. Und viel kann er nicht machen im Gefängnis. Aber was er auch noch machen kann und was immer möglich ist Intimität mit Gott. Und er sagt, das ist genügend, das ist genug, um mich noch am Leben zu halten, einen Antrieb in meinem Leben zu haben. Ich will dieses Ziel, er redet dann von einem Ziel und von einem Preis, einem Siegespreis. Das Ziel ist einfach Christus zu erkennen, Gynosko, eine intime Beziehung mit ihm zu haben. Und er redet vom Siegespreis. Wisst ihr, und es ist diese Sprache von einem Wettläufer. Ein Wettläufer hat ein Ziel vor sich und wenn er gewinnt, dann bekommt er einen Preis. Und manchmal ist es so, dass wir Dinge tun wegen dem Preis. Aber der Preis ist nie das Ziel. Ein 100-Meter-Sprinter muss sich voll auf das Ziel konzentrieren, auf die Ziellinie, nach vorne. Auch wenn der Pokal auf der Seite steht und es eine riesen Ablenkung denkt, wow, wenn ich die Ziellinie erreicht habe, dann kriege ich auch den Preis. Und es gibt so viele Preise, es gibt so viele Dinge, die Gott uns beschenkt. Der Segen, den wir haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Für Paulus, der Preis war, wow, ich kann Gemeinden etablieren. Wir sehen, wie das Reich Gottes kommt. Wir sehen, wie das Reich der Finsternis nach hinten pushen und das Reich des Lichts hineinkommt. Das war der Preis, dass er gesehen hat, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Das ist der Preis. Aber der Preis ist nicht wichtig. Den gibt es dann einfach, weil das Ziel ist einfach, Christus zu kennen. Alles andere ist Ablenkung. Und es hat mich so berührt, wenn man diesen Text liest. Hier ist ein Mann, der hat schon viel erlebt. Der hat mehr erlebt als wir alle mit Christus. Und sagt, ich bin noch nicht angekommen. Ich bin noch nicht gesättigt. Das ist noch eine Sehnsucht, ein Hunger. Und das Schöne an Intimität ist, es ist nie ausgelaugt. Man kann immer tiefer gehen. Und das ist die Einladung vom Bund Gottes. Deshalb musste Hosea so eine verrückte Sache machen. Etwas machen, das eigentlich gar keinen Sinn gibt. Aber durch Intimität hat er seine Frau gewonnen. Wurde etwas Schönes, Wunderbares möglich. Ich lade euch ein, aufzustehen, wir uns zusammen beten. Ich lade euch ein, eure Augen zu schließen im Moment. Dein Leben hat ein Ziel.
Und wir disqualifizieren uns dauernd, um Teil dieses Rennens, dieses Laufs zu sein. Aber deshalb hat Gott einen Bund gemacht. Er ist dir treu. Er lässt sich finden. Und er will noch mehr. Dir zeigen, wer er ist und was drin liegt, wenn wir ihn kennen dürfen. Und ich möchte dir heute zusprechen, dass Gott um dich wirbt. Es ist nicht eine Predigt, wo es darum geht, lies mehr die Bibel, bete mehr, mach mehr Anbetung, sei mehr in der Kirche. Du sollst heute erkennen, wie Gott um dich wirbt, wie er dich zieht. Dass hier eine Einladung ist. Die ist ziemlich einseitig. Denn er hat Christus schon ans Kreuz geschickt. Bevor du Ja gesagt hast, bevor Gott sagen konnte, ja, für die Person lohnt sich's, für die lohnt sich's, für die lohnt sich's. Aber er wirbt um dich, immer noch heute. Und Herr, ich danke dir, dass wir heute etwas von dir empfangen dürfen und neu bewusst werden dürfen. Dass deine Treue steht und dass deine Treue nicht da ist, um irgendwie ein christlich angehauchtes Leben durchzuziehen. Ich will dir danken, dass du um uns wirbst für eine tiefe, intime Beziehung, die der Ausgangspunkt unseres Lebens sein soll. Die uns hilft, uns zu definieren, uns Identität gibt, uns Sinn gibt, uns Lebenslust gibt. Wenn du da bist und sagst, ich habe Lebenslust verloren, das ist etwas, das dir der Herr schenken möchte in seiner Intimität. Lebenslust. Sprech dir Lebenslust zu. Danke, Jesus. Lass uns einfach einen Moment ihn suchen. Als ich mir erinnere, sehnt sich nach dir. Ja, ich warte auf dich. Raubt uns nicht die Zuversicht, dass das geschieht, was du versprichst. Unter der Führung von deinem Geist, unter deinem Wort, das nie versagt, herrscht in uns die Sicherheit, dass du Herr bist.